Das geht ganz viel Riet, wo Krisch, wo Leid, wo Not. Der Staatsminister hat zu Recht stark darüber insistiert, und so merci für sein Riet von gestern. Den Drama, der Krisch, den wir heute mussten von Europa erleben, hat auch auf uns ganz konsiderable Auswirkungen. Aber eng der für ganze schon nicht tun, und der weiß nicht Meinungsfreiheit holen. Wir sind eine freie Gesellschaft, aber wir wollen nicht bleiben. Der Staatsminister hat gestern ein paar Mal gesagt, dass wir uns nicht dürfen auseinander dividieren lassen, nicht beim Klimawandel, nicht bei der Ukraine. Aber unser Gesellschaftsmodell zeichnet sich genau dadurch aus, das Recht auf Dissens, das ist die Freiheit, die wir mengen, die wir verteidigen. Das Recht eine andere Analyse, an eine andere Meinung zu einer Regierung, an die auch hart und deutlich zu sagen. Der Staatsminister aus einer Regierung muss aufpassen, dass sie nicht auf einmal auf die Idee kommen, dass just eine Pensée unique damit verbunden wäre, mit der Idee, sich nicht auseinander dividieren zu lassen. Mit uns geht das nicht, da der steht für eine Lebensdemokratie, aber will eben just Nee, pardon, ich hatte gemengt. Alles habe ich geirrt, ja. Wer ich fange an der Luder, dann hatte ich zu frei reagiert, auch falsch reagiert. Also, pardon. Das tut mir leid. Ich habe mich gefragt, über mehr Kuchte können eine Chance über Meinungsfreiheit zu holen. Vielleicht können wir Herr No darüber zurückkommen. Also, der Herr Staatsminister muss aufpassen, dass dann nur nicht an eine Idee kommt, dass man just eine Pensée unique nach einer Meinung zugelassen ist und nach dem Vierwand als nicht auseinander dividieren zu lassen. Wir hätten gerne eine Lebensdemokratie, und das geht nicht mehr, weil noch viele verschiedene Meinungen können zur Geltung kommen. Und es gibt Vorrichten, die muss sagen, und die nicht auf der Linie von der Regierung leihen, das gilt selbstverständlich auch für die zwei Sujets, die hier annimmt hat, Klimawandel und Situation an der Ukraine. Weil auch wir hier am Westen sind in einer ganz schwierigen Situation, und die ist zu einem großen Teil hausgemacht. Sie wurde an Asmat bedingt durch die Reaktionen, die die westlichen Staaten inklusive des Regierung nur dem illegalen Angriff auf die Ukraine vom 24. Februar 2022 geholt hatten. Eine Sanktionspolitik gegenüber Russland, die den Krieg nicht auf ein Ende bringt, aber euch selber am höchsten Maß schuld. Sie bringt Not und Leid durch die künstlich provozierte Energieknappheit an die damit verbundenen hohen Energiepreise, und die Regierung ist nun einmal dafür mit verantwortlich. Hier Politik aus zu einem Bumerang gehen. Denn Herr Asselborn selber hat an einem Interview am Wort zugegeben, dass Sanktionen nicht wirken. Es freut uns natürlich immer, wenn Herr Asselborn der Meinung von der ADR ist. Wir fanden es auch nicht normal, dass wir amerikanische Flüssiggas zu einem Preis kaufen, der viermal mehr hoch ist, wie der Preis, den amerikanische Firmen dafür müssen bezahlen. Wir verlieren als Kompetitivität, wir ruinieren als Ökonomie. Politik von der EU, auch von dieser Regierung, möchte uns zu einem Verlierer und einem Krieg, an dem wir nicht direkt beteiligt sind. Sanktionspolitik ist mit responsabel dafür, dass wir an Europa, an zu Lützeburg, wir an einer strukturell ökonomischen Rezession sind, dass wir an einer hohen Inflation leiden, nicht einmal durch die Energiepreise, dass die Währung schwach ist, dass ein Indexsystem angegriffen wird, dass die Schulden Klammen erklammen und dass auch das Armutsrisiko nach weiter in die Luft geht. Viele Betriebe fährten mehr Existenz. Die DP hat für Druck gesagt, die Politik für alternativlos. Als das ohne Alternativ, wir zweifeln daran. Es weist jedenfalls auf eine ganz drastische Manier, wie wichtig, wie omnipräsent Politik ist, und wie sie als Leben bis an den kleinsten Detail bestimmt. Viele Leute haben das schon bei der Impfdebatte an der Covid-Krise erkannt. Anelo, wen hätte gedacht, dass wir als Engelsders gegen eine Frage stellen wie das, wie warm der wir am Winter bei mir daheim sind? Können wir kontrolliert, aber bestraft gehen, wenn wir die Heizung zu viel abdrehen? Anscheinend ja nicht, sagt die Regierung. Wir sind noch nicht an der obligatorischen Phase von Energiespuren. So froh wären nach für eine paar Monate als absurd bezeichnet gehen, haut sie Realität. Wir sind nicht wo nicht an der Situation geraten. Sie ist das Resultat von politischen Decisionen, die DAX überstürzt geholt wurden, und für allem ohne viel eigene Courage auf anderen nur gelauscht. Ja, den Angriff auf die Ukraine ist am Widerspruch zum internationalen Recht. Das haben wir alle verurteilt.
Aber als ADR wissen wir ganz gut, dass an all Stadium von der Entwicklung von der aktuellen Krise auch einer an DAX besser Decisionen möglich gewirrscht wären. Dafür hätte Ehrlichkeit, Weitsicht und Courage gebraucht, Egenschaften, die Regierung, die Regierungsparteien und andere Parteien hebannen leider nicht genug gewiesen haben. Das Krise weist also zunächst mit aller Deutlichkeit, dass es nicht egal ist, wen ihr wählt. Wir als ADR gesehen jedenfalls als die wirklich Alternative zu der Regierungspolitik. Wir stehen für eine solid, konservativ, als Sozialpolitik, die als Land, seine Traditionen, seine Interessen nicht einen Blick aus den Augen verliert. Ja, für uns steht Lützeburg an erster Platz, und wir bekennen uns dazu. Wir müssen noch die Regierung und dem Standard, weil dafür ist die Regierung eigentlich da, für die Interessen von unserem Land zu verteidigen. Wir brauchen ja keine Regierung, die nicht die Interessen von unserem Land und unseren Leuten verteidigt. Wir brauchen sicher auch keine, die unsere Interessen auch noch zusätzlich schützt. Wir brauchen dann so eine Regierung, die Armut provoziert und Betriebe ruiniert. Wir als ADR wollen eine Regierung für Lützeburg. Und wir sollen auch den Sozialpartner merci für den Engagement, den sie gewiesen haben, dass es möglich wäre, an dieser schwierigen Situation Akkorde zu finden, die uns wenigstens ein bisschen helfen. Der Herr Staatsminister hat signaliert, wahrscheinlich die letzte an dem Genre führende Wahlen vom Oktober 2023 probiert eine ganz positive Bilanz von der Arbeit von dieser Regierung zu ziehen. Auch wir wollten da probieren, mal so eine Bilanz aufzustellen und auf die letzten Jahre zurückzugucken. Dazu geschwind 10 Jahre Gambia dem Land der Brust. Wir haben gesagt, die Differenz auf die 10 Jahre ist nicht ganz unschuldig. Weil all die, die beim Referendum von 2015 für auf 10 Jahre limitiert Ministermandate plädiert hatten, und sind da 2013 bis heute an der Regierung sind, müsste logischerweise 2023 abhalten. Wir gehen also davon aus, dass der Herr Staatsminister selber es heute konfirmiert, dass hier nur die Wahlen nicht mehr für ein Ministermandat zur Verfügung steht. Das wäre in der Logik für seine eigene Argumentation. Jedenfalls muss in der Gambia-Regierung, wir wollen gegen die 10 Jahre, wir wollen für 3 Mal nee. Die nicht, die wollt oder 4. Jedenfalls muss in der Gambia, haben wir gewonnen, Herr Staatsminister, wir gewonnen, das ist der Change. Jedenfalls muss in der Gambia-Regierung nur 10 Jahre etwas zugestohlen, sie hat aus dem Land auf viele Manieren geschwört. Sie hat von Anfang an eine ideologische Agenda verkauft, sie hat mit so einem Slogan wie die Fenster weit abprappen, für das Land zu verändern. Das ist hier zu einem großen Teil gelungen. Ja, die hat das Land verändert, aber leider nicht zum Guten. Über die Jahre ist diese Regierung immer mehr arrogant gehen. Sie schwätzt von Bürgerbeteiligung, lässt die aber nicht mehr dazu, wo sie sicher ist, dass die für sie richtigen Resultate dabei herauskommen, zum Beispiel bei gut kontrollierten und enkadrierten Klimaforen. Den Trauma vom dreifach verlorenen Referendum sitzt eben ganz tief. Die Regierung leistet nicht auf Leid. Beispiele gibt es da genug. Der Religionsunterricht wurde aufgeschärft, obwohl 25.000 Leute für die Schwa demonstriert hatten. Das wäre schlecht Schwa gewesen. Einzelministerinnen, wie die Herren Maisch, Hagen und Hansen zum Beispiel, sie bei allen Gewerkschaften und Berufsverbänden aus ihren respektiven Kompetenzbereichen für allem dafür bekannt, für bewusst keinen Dialog zu führen. Für die Verfassung können zu ändern und 4 Parteien, Gambia und CSV, hier Wahlversprechen zusätzlich gebracht. Der Verwaltungsgerichtshof kritisiert Ministerin Hagen und Bufferding, weil sie ihr Gerichtsurteil nicht umgesetzt haben. Herr Kuch, der Notar wird Justiz geschwert, mir ging dem Herz lehnen, dass die sozialistische Ministerin zu so, sie soll mal die Urteile respektieren, die gegen sie geschwert gehen, das ist Respekt für den Rechtsstaat, das wäre eine gute Sache. An der Digitalisierung sind wir gut, außer dass die Leute sollen können digital für ein Referendum ausschwätzen, da als die Regierung strikt dagegen. Empfohlen hat gewiesen, dass es keine Majorität bei der Lützeburger go für die Residenzklausel beim kommunalen Wahlrecht fallen zu lassen. Gambia, Piraten und CSV haben es trotzdem gemacht. Das bald systematisch regieren gegen Leute. Der steht dagegen konsequent auf der Seite vom Land und den Leuten. Dafür sagen wir auch, dass die neue Verfassung so bald wie möglich einem Referendum muss in den Wurf gehen, ob sie schon in Kraft ist oder nicht. Herr Präsident, in allen einzelnen Bereichen der Politik
haben wir die letzten Jahre Schlimmes miterleben. Wir wollen das dokumentieren und machen mal einen kleinen Rückblick auf Politik aus den letzten Jahren. DP hat sowohl hier ihre Wahlklientel wie die Geschichte von ihrer Partei vergessen. Am Konfinement und die Kleingeschäfte müssen zumachen, die groß und dürfen abbleiben. Als der Handschrift von einer DP, die sich für die Geschäftsleute ersetzen. Am Logement geht sie auf den Weg, mit den Grünen und den Sozialisten von der Aushebelung vom Proprietätsrecht. Die neue Mobilisierung der Grundsteuern sind nicht ernst für einen staatlichen Titel über Proprietären. Eine liberale Partei hat das niemals dürfen machen, jedenfalls eine, die sich stellt. Wenn das Logementsproblem will abhaken, muss gegen den unkontrollierten Wachstum umgehen, muss den Leuten Freiheit und die Möglichkeit für zu investieren geben, und muss dafür sorgen, dass es manner bürokratische Hürden an Delay gibt. Das wird die Aufgabe von einer DP gewesen, das hat sie aber nicht gemacht. Der Herr Staatsminister hat gestern als extra betont, das Recht auf Eigentum bleibt bestehen. Merci. Das Recht auf Eigentum ist ein Menschenrecht. Es steht an wichtigen internationalen Dokumenten und es lässt Dave gucken, dass darüber überhaupt diskutiert wird in dieser Regierung. Über 70% von den Lützeburger sind proprietär von ihrem Haus oder von ihrer Wohnung. Wir mengen am Fährten, dass die Leute sich wohl Fragen stellen. Geht dann hier Eigentum respektiert und auf welche Manier? Die neuen Steuern können durch viele Fragen abwerfen. Die DP decouragiert das private Investissement an das Logement, das bei nicht zu leben. Die gedeckelte Loyer, die Reduzierung vom Amortissement accéléré, hat just als Effekt, dass Männer gebaut wird, dass dadurch Wohnungsnot nachklimmt, dass Wohnungen also nach Medaille gehen. Elementarökonomie, eine Partei wie DP, misst das wissen. Und es kann ihn doch nicht so, in einer Wohnung, die idle steht, weil damit spekuliert soll gehen. Das kann ein Grund sein. Das ist wahrscheinlich in einer Minorität von den Fällen überhaupt so. Eine Partei wie DP, der sein patriotisches Movement heraus entstanden ist, hat heute ein Integrationsminister, die gegen die Integration ist. Sie will nicht, sagt Madame Kahn, dass die Ausländer, die an das Land kommen, sich heim müssen aufpassen. Sie sagt das in der Chambre. Wahrscheinlich ist sie weltweit die einzige Integrationsminister, die so eine Position vertritt. Madame Kahn hat auch Aktionen unterstützt von Litzreis ab, bei denen Personen mit weißer Hautfarbe explizit ausgeschlossen sind. Das ist an unseren anti-weißer Rassismus. Und wir gehen ja hoffen, dass wenn ein Kehr irgendetwas organisiert, wo Leute mit einer anderen Hautfarbe ausgeschlossen sind, dass wir gegen zusammen dagegen auftreten. Aber das geht an unseren nicht. Und hat den DP-Finanzministerin als Staat Schuld konsequent an die Luft gegangen. Die Partei, die immer von Zukunft von den Jungen und auch vom Zukunftsfonds schwätzt, haben erlebt in den nächsten Generationen hauptsächlich ein Birsch von Schulden. Wir hören, wie man dann Backes der Neue gegen Schulden geschwert wird. Vielerlei Punkte, wo man auch ganz mit hier d'accord. Das Problem ist just, dass man dann Backes gegen Schulden schwätzt und massiv Schulden mischt. Und du hast den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Der Mangtum und Dialogbereitschaft von einer Reihe von DP-Ministerinnen steht am offenen Widerspruch zu den Ursprüchen von der DP und sich selber. Wie wurde einmal das Motto? Dialog und Transparenz haut also weder das eine noch das andere. Am Platz Staatsfinanzen zu sanieren, unterstützt die Freie Liberale Partei Steuererhebungen. Das ist Gift für unsere Ökonomie. All richtige Liberale wissen das. Wir freuen uns, wen eigentlich haut liberal aus, und wir mengen da der sind mehr, weil wir wollen die Entreprisen unterstützen. Wir wollen die Entreprisen unterstützen, wir wollen den Wohnungsmarkt nicht verstaatlichen, wir respektieren das Eigentum, wir wollen keine Steuern erheben und wir wollen das Budget sanieren. Wir machen die Politik, die dir sollt machen und dir nicht gemacht wird. Mit der wahrscheinlich schlimmste Coup in das Land, den DP zu verantworten hat, als Schulpolitik. Meine Freundin Fred Kuiper doch dafür eine Interpellation zu dem Thema angefragt, weil das nicht nur fällt Niveau an unseren Schulen sind Jahren, nicht nur haben wir immer mehr Probleme mit Gewalt unter den Schülern gegen Lehrpersonal. Nein, den Herr Maisch hat auch noch fertiggebracht, die letzte öffentliche Schule, die früher der Stolz in unserem Land war, an zwei zu splecken. Und kann er mit Hilfe von internationalen Schulen an einer Alphabetisierung auf Französisch nur Spruch und nur Nationalität nachhaltig zu trennen.
Das ist eine Politik, die wir nicht akzeptieren können. Wir wollen integrieren, wir als ADR wollen zusammen feiern, da wo die DP die Gesellschaft splittet, da wo die DP Parallelgesellschaften erreicht, das ist die Realität. Die hat gesagt, Zukunft der Plötzeburg Politik als eine Zukunft gegen Plötzeburg. DP ist auch die Partei, die das akademische Leben hier am Land limitiert hat. Wie viele wissenschaftliche Institute wurden aufgeschärft, für alles an engem Geschichtsinstitut von der Uni Lützeburg zu konzentrieren. Die soll ausgerechnet eine Etude über eine nicht existente Kolonialgeschichte von unserem Land schreiben. Wir freuen uns schon drauf. Nicht Männer wie DP hat die LSAP enttäuscht. Das ist schon eine wichtige Entwicklung, dass die LSAP aus schweren Zeiten, wie wir das hier gesehen hatten, den Index manipuliert, Tranchen aussetzt, aber hat viele Floskeln vorbringt. Wo ist den Ersatz? Wo ist den Ersatz für die kleinen Leute? Ein Baum, der braucht Sozialisten nicht zu verteidigen. Das können andere. Das Entwicklung, wo ist Solidarität bei den Sozialisten mit den Gewerkschaften? Wo ist die? Diese Entwicklung weist schon, wie Sozialismus der LSAP entwickelt hat, der Kaviar-Sozialismus. Beschäftigt sich mit Sachen, die eigentlich den kleinen Leuten ziemlich egal sind. Die brauchen ein soziales Engagement, so wie wir als ADR weisen, und der LSAP eben nicht mehr. Der LSAP mischt sie. Sie schwätzt für Quoten, sie ist für Genderspruch, für Männer an Not gibt es übrigens noch einmal kein. Es gibt eine ganze Reihe von Initiativen, die rein ideologisch sind. Und wir vergessen noch nicht, dass der LSAP die Liberalisierung von einer Reihe Staatsbetriebe munter getrieben hat, zum Beispiel Deisebon, eine Reihe von Postreformen. Notionen vom Service universell gehen immer mehr eingeschränkt. Karriere vom Briefträger fragilisiert. Heute sind wir nur der Politik alles Bilan LSAP. Als Krankenkäse hat Probleme, er müsste unbedingt gestärkt gehen. Wir werden gesehen, neue Zähne und neue Brille können sich viele Leute nicht leisten. Wir bei der ADR liegt Priorität bei dem, was Leute sich wirklich können, wenn einer Gesundheitskäse erwerben, und das hilft für ihre Gesundheit. Der LSAP ist auch bekanntlich die traditionelle Steuererhebungspartei. Und wir sehen, dass das auch Degentum geht, und wir sehen das bei den Bauern, ganz aktuell. Die Demonstration von gestern hat mit Recht Wichtigkeit von dem wunderbaren Beruf in der Strache. Wir brauchen Lebenssouveränität, und das ist der Bauer, den uns die bringt. Und der Bauer braucht auch Sicherheit, kann langfristig zu planen. Alles das, was die Regierung ihnen nicht gibt. Und soll hier ein Fehlbestand auf eine dirigistische Manier reduziert gehen. Für die Sozialisten als der Bauer an der Winzer kein freien Entrepreneur mehr, den er respektiert, der seinen eigenen Betrieb kann feiern, wie er will. Der Bauer wird gedrängelt, kommandiert, der Staat das Feld, wo man möglich auch nach seiner Konkurrenz, zum Beispiel beim Pachtland. Konsultationen mit den Bauern sind nicht am Stil von dieser Regierung. Wir hatten als ADR übrigens schon lange führende Gefahren für den Viehbestand gewarnt, und zwar im Kader von der Aufhörung von politischen Zielen an der neuen Verfassung. Demals gouf mir als Phantasten durchgestaltet. Aber haut gesehen mir, dass das nach mehr sehr kommt, wie mir gefährdet hatten. Lo sind mir gespannt, was nach alles auf Leute durchkommt, von die neue Verfassung bis Kraft ist. Madame Gesundheitsminister als haut hei, dann hört sie da doch direkt, wenn ich dazu sagen habe, Madame Gesundheitsminister Lehner hat 2 Jahre lang Pressekonferenzen über Covid-Statistiken gehalten. Sie hat 12 gelesen, so viele Leute an der Klinik, so viele Tester positiv, an der Maßnahmen gefeiert, die von irgendwo diktiert wurden. Zentr dat die Krise river ist, hört den aber von hier so gut wie nicht mehr. Dabei ist unser Gesundheitssystem krank. Das Resultat von Jahrzehnten von einer schlechter sozialistischer Gestion vom Gesundheitssektor. Wir bräuchten dringend einen Gesundheitsminister, der reformiert, den innoviert, den Doktoren respektiert. Mit den haben wir nicht. Es fehlt du Better an unsere Spitäler und Bettzimmern und Doktoren und medizinischem Personal. Es fehlt ein optimal abgestaltetes Spitäler und genug Freiraum für eine liberale Medizin. Es sollte auch möglich sein, dass ein Doktor kann den anderen engagieren. Denn Tiers payant wäre ja im Prinzip ein gute Sache, von den Doktor seine Freiheit behält. Madame Lehnert hat bislang nicht fertig, Garten und Urgenzen anständig zu regeln. Den Osten und den Norden sind medizinisch unterversorgt. An unseren Kliniken, also sprachliche Multikulti-Festival, just Lützeburg, als du ein exotischer Spruch, das möchte den Aufenthalt an den Spitälern für viel kranke Leute nicht mehr einfach.
Am Blick lief ein Kampagne für die Mammographie, wie wann eng Frau Rendevous fried, dann dauerte die Jo bis zum 3 könnt. Da der as es mit denen Zustellen mit der Inkompetenz am Gesundheitswesen. Herr Karteiser, den Herr Maxi Bartolomeo will dich vorstellen. Ich lese noch den Satz fertig, Herr Präsident, und dann lauscht uns schon gerne. Nee, Herr Präsident, entschuldigt. Ich wollte dem Herrn Karteiser kein vorstellen. Ich wollte, wenn der erlaubt, ich eng vorstellen, ob ich damit wirklich an der Chambre sind oder ob ich auf einem ADR-Kongress gelandet bin. Du ging doch viel lehren, Herr Maxi Bartolomeo. Die sind willkommen. Ich invitiere nicht bei den nächsten Kongress und dann könnt ihr das alles nur leisten, was du gesagt hast. Ja, ich muss aber so, ich gehe viel lieber auf den LSAP-Kongress. Ja, leider ist Zeit. Du hast das da doch geklärt und ich bin kurz Regelwerk Karteiser. Ich wäre froh, wenn die Kongresse damit so Herr Maxi Bartolomeo. Herr Präsident, erinnert den Herr Karteiser, wann ich geliebt tun, dass er an der Chambre also nicht auf einem ADR-Kongress. Yes. Voilà. Gut, nachdem den Herr Maxi Bartolomeo so wichtig Kontributionen gelegt hat, würde ich dann halt 4 Runden schwätzen. Wir sind es mit denen Zuständen und ich wollte eigentlich so, dass mein Freund, der Kollege der Engelen, da wenn es auch eine Interpellation zur Gesundheitspolitik gefragt wird. Bei der Arbeitspolitik haben wir auch Probleme. Die Priorität von der LSAP schenkt dazu sein, die Arbeitszeit zu reduzieren, an einer Zeit, wo wir mitten in einer Krise sind. Das ist natürlich Gift für die Kompetitivität. Wir müssen eine Krise so umgehen, dass wir alles machen, wie sie können zusammen stark zu meistern. Dafür muss man schaffen, gerne schaffen, auch viel schaffen. Und dafür so wir als ADR, dass wir natürlich mit einer Flexibilität von den Arbeitszeiten abverstehen sind, aber wir sind nicht damit d'accord, für eine allgemeine Verkürzung von den Arbeitszeiten zu envisagieren. Wir verlangen auch, dass die Arbeit von den Leuten besser unerkannt wird, die mehr persönliche Risiken wie andere holen. Und das sind zum Beispiel die Independenten und Bauern. Das sind Kategorien, wo Leute, wo Berufe, mit denen die LSAP bekanntlich viele Probleme hat. Lo hören wir von eminenten sozialistischen Politikern auch noch, dass wir die Staat Schuld auf über 30% sollen treiben. Wir nennen das ökonomischen und finanzielle Leichtsinn. Das ist eine Suizidärpolitik. Die LSAP ist eine Partei, die gerne volle Risiko für ihr Land führt und damit weist, dass sie niemals den Finanzminister stellen. Wie kann ihn hier gehen, auch noch als Regierungspartei, und dann den AAA auf vorstellende Pur-Interventionen hun ich haut gestern erklärt, dass das wirklich nicht geht an unserem Land und ich hoffe, dass das doch dann seinen Frieden dreht. Den Herr Asselborn, also Herr Karteiser, ja. Herr Kersch hat sich zu Wort gemeldet. Nee, ich meine, wenn heute Sachen gesucht gehen, die einfach nicht stimmen, dann muss ich in der Courage und dann noch heute zu suchen, sonst brauchen wir es nicht hier an das Schaubar zu bewegen. Herr Karteiser sucht mir ein LSAP-Vertreter, den AAA auf vorgestellt hat. dir, Herr Kersch. Ja, Herr Karteiser, das ist nicht wahr. Ich ging von der Schnitt ging so ein Ligen, das ist ein intellektuell das aber ein Wohrecht. Das ist mir egal, ob ihr das ein Ligen. Das spielt gut keine Rolle. Das ist das egal, mir bleibt einfach ein Ligen. Nee, das ist ein Wohrecht. Ich weiß aber, dass das egal ist. Das ist kein neuer Moment. Das ist nicht das, was ich will tun. Ich will ganz klar stellen, dass so ein Auswahl von keinem von den LSAP-Vertreter geht, weder an der Regierung noch an der Chambre. Das ist dann nur ganz klar. Und dann will ich das noch etwas sagen. Weil das ja ganz wichtig ist anscheinend für euch, den AAA. Den das geschieht für ihn hier im Land wichtig. Mir wichtig ist aber auch, dass die Chambre hier, dass die noch immer tun, das, was hier im Land geschieht, aber was nicht hier im Land geschieht. Und das wird man nicht, das wird mir nie zulassen, dass das hier nur von Ratingagenturen heute zuletzt dezidiert wird. Ich meine, das sollte auch im Prinzip sein, die Schiedfragen hier Bande sollte klar sein. Ja, aber nicht, wenn er mich als Deputierte von der zweiten Kategorie oder als der zweiten Reihe tituliert. Da so nicht erst, los der von den Deputierten aus der zweiten Kategorie von der zweiten Reihe gesucht sind, dass ich das nach viel lieber holen, wie ein Deputierte, sie von einer Reihe von der dritten Kategorie, die hier hin können, für das Land zu spalten, für die Leute aus der Nähe zu treiben, der Land Angst zu machen, für nur keine kurzfristige Schwererfolge zu feiern, die ist aber nicht fertig gelingen. Das soll ich erst für raus. So, du hast mal kategorisieren. Ich wollte just so, ich bin ganz froh, dass mir Kerstinger Intervention, weil ich immer 4 kommen beim LSAP-Kongress. Voilà. Gut, also was ich nur noch wollte sagen, dass er wurde den Asselborn auch ein LSAP-Minister, und als ein Mann von Rekorder. Den Minister, der weltweit unbestritten die meisten undiplomatischen Auftritte hat,
Das ein Minister, der Lützeburg op Jahrzehnte man enger massiver Flüchtlingsproblematik belascht huet. Hier aus den Herr, enger feministischer Bausepolitik schwätzt, aber mat größter Wahrscheinlichkeit Kandidatur vom Iran als Member für UNO-Kommission für Freiheitsrechte unterstützt huet. An der beste politischer Debatte kommen wir nach darüber zurück. Dat seg Partei sich nie getraut huet dort Notbremse zu zeien, weist wie schwer der LAP ass. Die dritte Regierungspartei, persönliche Favorit von der Stadt der Sohn, bei den Gringen kann sich als Oppositionspolitiker nie über nicht genug Erbecht bekloen. Die Gring sind die Bürgerbedeligung immer so organisieren, dass ihre Programm dabei herauskommt. Die Gring sind auch die versprechen, keine Waffen an Krisegebieter zu liefern wie am Wahlprogramm 2019. Und das noch Begeisterung mehr für 72 Millionen Euro wie bislo. Das kann ich so wie respektiert in den Wahlversprechen. Die Gring sind die wo Menschenrechte, Kammerrechte hier am Land schwätzen, wo man recht gehen. Aber ruhig nachgucken, wie kann am Kongo an ungesicherte Mine muss schaffen für die Lithium, für Elektromobilität zusammen zu kratzen. Das interessiert sie aber nicht. Die Gring sind die als Landschaften mit Wandmillen zubauen, die selber starken Zerregas freisetzen, auf für die Seelen Erde müssen in schlimme menschlichen und ökologische Konditionen aufgebaut gehen. Dass die Energiepolitik eine reine Illusion ist, als eine Erkenntnis, die sich alles durchsetzt. Am Jahr 2022 fährt mir der Blackout. Wir stellen auf Alkop ein paar Wandmillen an Plästeren Land mit Solarzellen zu, die nach dem Strich, und das muss ich ganz klar sagen, zwischen 0, war keine Wand, als keine Sonne, zwischen 0 aber nicht vom Gesamtenergiebedarf, nicht nur Stromproduktion, vom Gesamtenergiebedarf von unserer Gesellschaft produzieren, an unzuverlässig Strom liefern, 18%, wenn das gut geht, das ganz für vermehren. Wir müssen nicht mal immer im in den Raum stellen, dass der Backup ist, wenn Alternativenergien nicht funktionieren, hat der Thomas selber im Parlament gesagt, ihr könnt mir das nicht reprochieren, als der Backup der Gas. Aber wie die Situation beim Gas ist, das wissen wir lo. Das heißt, wir können ganz viel an Alternativenergien investieren, aber wir kriegen dadurch keine Jota mehr Versorgungssicherheit. Und das wo es drauf ankommt. Und wir müssen doch endlich erkennen, dass wir eine Responsabilität als hoch industrialisierte Gesellschaft haben, für die Energiesicherheit in diesem Land wirklich auch zu garantieren. An Methoden können das nicht garantieren. So die Leute vorrecht an der Energiepolitik, so die Leute, weil wir können, wie gesagt, Wandmillen Solar abstellen, das löst also ein Energieproblem nicht. Es gibt bis nur 2 Formen von Energie, die das können machen, ob ihn das gerne hat oder nicht. Das ist ein Tatsache, da den das fossil, da dann das nuklear. Das sind die 2 einzigen Möglichkeiten. Und natürlich können Alternativenergie einen kleinen Beitrag leisten, wenn da Wand, Sonne und Wasser und so weiter da ist, mit sie lesen das Problem nicht. Die Gring ersetzen noch den Pap, ich gehe noch Madame Tonsons, sie fühlt sich direkt angeschwert, die Gring ersetzen den Pap durch den autre Parent de naissance, und Mann, aus schlechtem Französisch, durch le Parent qui a accouché l'enfant. Das dann natürlich gibt es so Derive wie de Parent 1 und de Parent 2, und können nicht so mit uns gegen das nicht gehen. Wir müssen die Eltern nicht zu Nummern bei uns als das Mam und Pap. Die Gring sind die an Zeiten von Happy Slapping, Madame Tanson. An Zeiten von Happy Slapping, an der Banden organisierter Jurenkriminalität nicht durchgreifen, dafür kann am Stich lassen, und an ihrem neuen Jurenschutzgesetz der Polizei sogar die Möglichkeit für die Wäschschule für sich selber gegen kriminelle Jugendliche zu verteidigen. Die Gring sind noch die am Platz gegen krimineller resolut vorzugehen, die Frauen rekommandieren, abends nicht länger rauszugehen. Die Zucht von geringem Feminismus ist jedenfalls nicht aus. Nie wird das Land so unsicher, nie hatten so viele Leute so viel Angst vor der Kriminalität hier im Land, wie Zentner, dass die Gring für die öffentliche Sicherheit zuständig sind. Ihre rezente Platzverweis ist kein so wert. Die Gring sind die ihren Kulturentwicklungsplan Kunst verstaatlichen
an als Künstler im Merkow und den an Kultur wie Sowjetzeite schön reglementieren und kontrollieren, das nennen den dann bei ihnen ein Code de Deontologie. Die Gring sind die früher für Alban demonstrieren gegangen sind, an Haut rücksichtslos aufholzen für ihren Traum auszubauen. Und dabei wissen wir alle, dass irgendwie nicht den Zug aber muss in der Stadt durchgeführt gehen, so wie die DDR es noch immer gesagt wird. Die Gring wurden immer gegen staatliche Gewalt, aber den Herr Cox als Haut den Hunderte von Demonstranten auf offener Straße von der Polizei stundenlang festhalten lässt, ohne die geringste gesetzliche Basis. Am Wohnungsbau sind die Gring die Land wie will zu betonieren. Früher haben sie noch gegen die Wille Wurstum geschwärzt, aber wird der DDR auch in Zukunft gefordert, wie darüber nachzudenken. Haut sie sieht, die ohne Almoos und ohne Plan, weil anständig sektoriell Plan geht es nachher nicht, ob all wiss am Land will ein Passivhaus oder mögliche Passivheischhaus setzen. Haut lese mir verwundert, dass die Gring in 1 Millionen Einwohnerstadt dabei denken, an der traue ich all Jahr 10.000, wo Leute könnten neu an das Land kommen. Herr Bausch, freier Pazifist, feiert haut Krieg an Osteuropa, er will als Soldaten durch ein Belsch-Lützeburger Bataillon unberechenbare Risiken aussetzen. Der DDR hält nicht von so einer Idee. Auch der Kontrollstaat wird immer mehr ausgebaut über verschiedene Möglichkeiten, die man immer mehr Funktionalitäten können dazu führen, dass Leute an ihrem Privatleben können kontrolliert gehen. Die Gring sind die das Umweltschutzgesetz nicht benutzen, für die Umwelt zu schützen, aber für die Bürger in diesem Land zu drängeln. Weil sie laut dem Umweltschutzgesetz umändern, dann bleibt es so, dass die Leute entgehen können und nicht ihrer Ideologie. Herr Präsident, wenn in den Bilan von dieser Regierung mischt, dann muss ich also feststellen, dass sie auf viele Manieren eine Last für unser Land wäre. Über die lange Liste von politischen Skandalen will ich mir mal nicht schwätzen. Plagiater, Schalleen, verjährten Irselstell, Favoritismus. Vieles muss nach vor Gericht tranchiert gehen. Auch an der Hinsicht wird Gambia kein gut Bild aufgehen. Sorge mich dabei auch, dass der politische Versuch von dieser Regierung von immer mehr Repression begleitet wird. Meinungsfreiheit wird durch juristische Konstruktionen viersätzlich Schritt für Schritt eingeschränkt. Hate Speech, Political Correctness, Fake News, Faktencheck, Wokeness, Cancel Culture, Desinformation sind die Stichwörter, die das dokumentieren. Wir haben eine Regierung, die meint, Vorrecht allein für sich gepacht zu haben, an die andere Meinung will behindern oder verbieten, besonders an den sozialen Medien. Haut das bei alles Hate Speech oder Hate Crime, was hier nicht passt. Sie begünstigt eine Misskultur von Denunziation und Repression. Immer mehr Prozesse gehen über Meinungsverbrechen gefeiert, ein bisschen so wie den George Orwell angekündigt hat. Die Regierung sieht Radikalisierung immer bei den anderen und vergisst dabei sich selber. Sie schwätzt gerne von Missständen an andere Länder, dass sie aber selber die Freiheit hier am Land einschränkt, darüber schwätzt sie lieber nicht. Wir als ADR wollen eine Nation, die wirklich Freiheit, wir wären frei ist, und wir wären als gegen Libertizid, Zensurgesetze über Hate Speech und Cancel Culture. Wir als ADR stehen für ein Land, für ein freies Land. Da stehen wir auf der Seite von den Leuten, von ihren Rechten und von ihrer Freiheit. Wir haben das an der Covid-Krise bewiesen, bei der Verfassungsreform und auch an der Energiekrise. Zu der Freiheit, die wir wollen, gehört doch eine freie Presse. Keine Presse als Partner von der Regierung am Kampf gegen Desinformation oder dem, was die Regierung so will bezeichnen, mehr eine freie Presse als feierte Pouvoir, die do Fionale am nächsten Platz die Regierung soll kontrollieren. Und die auch dann Presshilfe kriegt, was sie die Regierung kritisiert. Denn Herr Staatsminister hat gestern signaliert, den Kampf gegen Desinformation, oder was den darunter versteht, an Presshilfe an derselben Paragraph gesagt. Auch noch an 2 Sätze, die direkt an der Nähe kommen, und hat damals seine Absicht verraten. Hier will Presse zu einer Regierungspresse degradieren. Wir nicht. Zu der Freiheit, die wir wollen, gehört auch die Freiheit von der Politik. Ja, das ist so, Herr Staatsminister. Wenn du da dann hier dran geschrieben, dann bekenne ich dazu. Zu der Freiheit, die wir wollen, gehört auch die Freiheit von der Politik. Wie kann es zum Beispiel sein, dass ob ein parlamentarisch Vorwurf über Politiker oder Parteien hier am Land polizeilich Enquete gemerkt haben oder gehen, die Regierung allein refusiert aus operationellen Gründen. Wir denken, dass von der SREL eine parlamentarische Kontrollkommission hat, und die SREL möchte keine politische Aufklärung hier am Land. Für was soll dann der Arbeit von den Gremien, die potenziell hier am Land kann politische Akteure betreffen, nicht parlamentarisch kontrolliert gehen? Wir denken, dass das muss sein, und in dem Sinne, Herr Präsident, proposieren wir hier auch eine Motion.
Wenn wir schon an dem Themenbereich von der öffentlichen Sicherheit sind, Herr Präsident, da will mir als ADR auch durch Klartext schwätzen. Denn Herr Staatsminister hat gestern nicht für nötig von darüber ein Wort zu verlieren. Wahrscheinlich weiß hier viel wert, weil seine Regierung da nicht abweisen. Da der will den Rechtsstaat konsequent verteidigen, nur Bausen und nur Bannen. Die Armee, Polizei, der Rettungsdienst, Wand, Geisterschau, Israel können sich auf uns Unterstützung verlassen. Wir wollen ihnen all die legal, personell und materielle Mittel geben, die sie für ihre Arbeit brauchen. Wir sorgen nicht nur für anständige Arbeitskonditionen, aber auch dafür, dass die Leute, die hier eigene Sicherheit führen, der von der Allgemeinheit zurücksetzen, Respekt, Schutz und Anerkennung fanden. Dazu gehört auch die juristische Aufsicherung. Mit uns geht es engagiert Vorgehen gegen Kriminalität, eine absolute Transparenz an den Täterbeschreibungen, und keine Kriminalstatistiken, bei denen alle Menschen im Land wissen, dass sie nicht stimmen können. Wir wollen das Land nicht zu einem sicheren Land machen, an dem Leute auch oben können auf die Straße gehen, ohne müssen zu fährten. Ein Land, an dem Sonne als Damme nicht müssen dummer rechnen, dass ihnen ihre Kette vom Hals gerappt wird, oder als Kanner, dass sie für brutale Banden an der Schule erpresst und zerschlagen gehen. Wir haben eine klare Priorität, eine unmissverständliche Haltung. Wir stehen auf der Seite von den Opfern, vom Schutz von unseren Bürgern, und Täter kriegen bei uns keine ruhige Sekunde mehr. Ich will auch ganz klar sagen, dass die Zustände, wie man sie auf der Gerche in der Stadt und zu Ettelbrück, zu Esch auf viele Plätzen und andere Städte mit uns nicht denkbar wären. Herr Präsident, Zentrum dat Gambia Pouvoir ass sie mir durch 4 grosse Problemsituationen oder sogar Krise gegangen. 3 von denen 4 waren nicht durch hier Schuld entstanden. Migrationskrise von 2015, der Covid 2021, der Krieg an der Ukraine natürlich das Jahr. Eine Vertrauenskrise, wo durch Gambia selber mit der Hilfe von der CSV orchestriert ging, dann hören von einer neuen Verfassung durch Verrat von einem Wahlversprechen. Los da mal gucken, wie die Regierung da mit diesen Situationen umgegangen ist. Es kann in ohne alle Übertreibung sagen, dass sie sich an den 4 Situationen regelmäßig gegen Gesetz und gegen Leid gestaltet hat. An der Migrationskrise von 2015, verursacht zu einem guten Teil durch die deutsche CDU und Madame Merkel, als das internationale kodifizierte Asylrecht ausgehebelt ging, für eine unkontrollierte Massenimmigration aus ökonomischen Gründen in Europa zu ermöglichen. Das ist eine Violation vom Asylrecht und von den Immigrationsgesetzen. Auf diese Manier sind hier Millionen Leute in Europa und davon Tausenden nach Lützeburg kommen, von denen da viel weder integrationsfähig noch integrationswillig sind. Ein enorm kriminelles Schleisertum hat sich entwickelt. Dadurch sind viele Leute, zum Beispiel am Mittelmeer, gestorben. Ein Party von den Migranten hatte leider auch einen terroristischen Hintergrund. Die Situation verursacht als nach Jahrzehnten heraus an Europa und noch hier am Land enorm Probleme. An Europa ist große Streit entstanden, weil viele und immer mehr Länder refusieren, die Form von Massenimmigration durch eine Politik von den offenen Grenzen zu begünstigen, nur draußen, aber leider auch am Schengen-Raum. Die Politik von Herrn Asselborn getaut nach höchstens von einer halben Dosen Memberstaaten an der Europäischen Union gedroht. Aber wir sind und waren immer bei den Ländern, die proportional am meisten Leute abgeholt haben. Und wir müssen als ADR, dass wir als voll zum Asylrecht bekennen, an denen Schutzwille gehen, die Schutz brauchen und so lange sie Schutz brauchen. Wir für uns als Asyl nicht dasselbe für Immigration. Wer keinen Schutz mehr braucht, muss zurückgehen. Für uns müssen die europäischen und nationalen Grenzen noch besser kontrolliert und geschützt gehen. Ob begrenzt, ja, natürlich, aber für die ehrlichen Leute. Wir machen ganz klar den Unterschied mit den Refugien aus der Ukraine. Da muss ihr doch daheim bleiben. Und zwar, wo wir gegen Schmenge, wenn ich das richtig an Erinnerung habe, chronologisch sogar die Partei, die am Februar gesagt hat, dass man als Grenze groß abmachen, wie die Leute, die Schutz für den Krieg an der Ukraine sichern. Das steht nicht zur Debatte. Wir haben gesehen, heute, auch ohne die Leute, dass als Aufnahmekapazitäten und als Leistungsfähigkeit bei den Integrationsanstrengungen, dass wir die überzogen haben. Immer mehr Leute kommen dahin, und man blickt auch nach über 300 im Monat. Länder wie Italien oder Belgien schicken die Leute, die sie nicht wollen, bewusst auf Lützeburg. Die Schleiser sind hier gut organisiert und stoßen auf keinen politischen Widerstand von der Seite der Regierung. Die aktuelle Situation steht am offenen Bruch zu geltenden europäischen Aufkommens, wie zum Beispiel den Dublin-Vertrag. Leider, so CSV hat die Politik immer unterstützt, er will auch die Migranten auf allgemein am Land verdelen. Wir wollen das nicht mit einer Politik. Wir als ADR wollen der Situation ein Ende machen. Wir wollen Leute abholen, die Asyl brauchen und die mit den Autoritäten zu 100% zusammen schaffen.
Et wundert uns, wenn wir lesen und hören an diese Reunionen, dass Leute abgeholt gehen, von denen die nicht so, von denen die wo Schleiser gesagt kriegen, so Mann wie möglich zu schwätzen. In Asselborn hat Leute aus Somalia zu Lützeburg op die a Litauen, wie hier seht, blockiert wären. Wie bis a Litauen ass braucht kein politischen Asyl zu Lützeburg zu froh. Litauen as sicher Land. An der Fall geht nach viele Skill und dann Details ran, ich kennt noch viel erzählen von denen Sachen, die man da so gewohnt gehen. Mit das ist eine Situation, die wir nicht akzeptieren. Wir wollen noch do wennst die illegale Präsenz auf unserem Territoire zu einem Delikt machen. Wir wollen Schluss machen mit vielen Campingen, nicht autorisierte Lehrer oder immer. Und wir wollen die organisierte Hescherei stoppen, die nicht ernst als wie eine kriminelle Exploitation von schwachen Leuten. Die zweite große Krise wurde vom Covid. Sie hat die ganzen Armut von der Gesundheitspolitik für einen angefeiert. Ein dramatischen Defizit von Spitalsbetten zum Beispiel. Die Sozialisten waren nicht kapabel, über die letzten Jahre für als Infrastrukturen kontinuierlich und die demografische Evolution vom Land anzupassen. Was wir bei Gambia gesehen haben, war eine Sukzession von zum Teil absurde Vorschriften. Ein gutes Beispiel ist die Ausgangssperre, bei der wir allein mitten an der Nacht mit seinem 100 Kilometer von daheim wegspazieren gehen. Gambia hat als Ökonomie dem Horeca-Sektor durch den Lockdown einen enormen Schritt gemacht. Durch die Maskepflicht haben viele Leute, besonders auch Kinder, gelitten. Den Druck auf Leute wird permanent verschärft. Schlussendlich schon die nicht Geimpften müssen bezahlen, wir schaffen zu gehen. Und die Impfpflicht ist nachher mal nicht vom Tisch. Sie wird sich näherens an Europa können durchsetzen oder erhalten. Hier soll sie nachher mal angefeiert gehen. Mit einer wie vom Staatsrat geht auch unsere Analyse recht mir so nicht dazu. Aber ich hätte gerne, dass sich endlich seriös mit den Impfschild aus der Nähe gesagt wird. Da der ist wo nie gegen Impfungen, aber wir verlangen eine total Ehrlichkeit und Transparenz. Wir hätten gerne fiable Statistiken, Remboursementer für notifizierte Impftaschenfälle, Verbesserungen bei den Krankenscheinen inklusive bei krankheitisch Impfschild. Wir sind als ADR ganz hilfreich ob als Position an der Krise. Wir haben von Anfang an konsequent Grundrechte von den Leuten verteidigt und als gegen all Druck und Zwang gewährt. Wir hatten für den Chômage partiell 100% Lohnausgleich gefroht und nicht nur 80%. Wir sind aber entgegen von der Impfpflicht, ohne hin und her, ohne Wechsel von der Position. Wie gesagt, wir haben absolut nichts gegen freiwillige Impfungen als sinnvolle Schutzmaßnahmen, aber da, wo sie wirklich nötig wären, an den Altersthema zum Beispiel, da hat Madame Kern und das Regierung versucht. Bald halten von den Todesfällen waren an dem Milieu. Da gab es just unklare Rekommandationen. Kehrgesund Leute am besten Alter haben dann Restriktionen müssen drohen. Ungeimpfte Leute dürfen praktisch im sozialen und kulturellen Leben ausgeschlossen. Mehr waren den Altersthema für das größte Problem. Da ist nichts geschieht. Die ganze Opposition hat konsequenterweise den Rücktritt von der Madame Kern gefordert, sie wurde sich aber keiner Schuld bewusst. Soweit zu der politischen Kultur von dieser Regierung. Auch das vergessen wir nicht. Zur Verteidigung der Regierung muss ich aber sagen, dass die Politik noch von der CSV übertroffen gouf. Sie wollte auch noch eine Tracing-App abfeiern, wo ihn dann elektronisch hätte kontrollieren, ob ihr den Infizierten an der Gegend wäre. Also hat lang für eine Impfpflicht geschwert für Süderen an alle Alter und so weiter. Und heute rudert zu Zurückwerte kommen die Bemino. Wir als RDR verlangen die Aufschaffung vom Covid-Zertifikat als Dokument mit QR-Code, als Restdokument an der EU. Wir hätten gerne eine komplette Retour an die Normalität. Die dritte Krise ist die an der Ukraine. An der Basis politischer Debatte ist die Krise sicher das große Thema. Die kennen als Position, die Sanktionspolitik, die die EU betreibt, nicht als Ökonomie futti, Leute leiden massiv unter der hohen Inflation und den daraus resultierenden Zinserhöhungen an die Energierechnungen, können da viel sich überhaupt nicht mehr leisten. Da der Sicht an dieser Krise prioritär wäre zum Frieden. Aber wenn wir es nicht irren, hat der Staatsminister gestern das Wort Frieden mal nicht an den Mund geholt. Auch hier muss ich leider feststellen, dass andere Oppositionsparteien nicht auf der Höhe der Situation waren. Ich erinnere an die Forderung der CSV, direkt einen totalen Embargo anzuführen, was die Situation noch verschlimmert hat. Jedenfalls ist für uns ganz klar, dass es heute den Leuten an den Entreprisen schlecht geht. Wir wollen wenigstens eine dezidierte Politik für unsere Entreprisen machen, an den Forderungskatalog von der FEDIL so weit und so sehr wie möglich umsetzen. Es fehlt an allem.
Möglichkeiten heich qualifiziert Leute op Lützeburg zu bringen und die Charge für als Bauentreprisen, mehr Unterstützung bei der Digitalisierung, mehr Vernunft an der Energiepolitik, einer bessere Unterstützung für die Recherche und Entwicklungsarbeit, Platz für als kleiner Mittelbetrieber, steuerlich begünstigte Investitionsmöglichkeiten in als Ökonomie, einem start-up-freundliche Klima, einfach und allem. Wir hören, dass die paar Sachen ungekündigt goufen von der Regierung, wir gucken dann, wie das umgesetzt wird, prinzipiell das aber lommel eng gut Neuigkeit. Mir wurden andere Sache gëtt viel zu viel. Et braucht manner Bürokratie, manner Druck bei Lieferketten, manner unrealistisch Umwelt oplären, an engem Wort manner Ideologie. Durch Stärkung von den Entreprise will mir auch die Sozialaufsicherung von den Leuten garantieren. An auch eng Reihe Kehrforderungen. Beibehalen vom traditionellen Indexsystem, ohne Änderungen, ohne Manipulationen. Steuerfreiheit für den Mindestlohn an die kleinen Renten. Inflationsanpassung der Steuertabelle, ob man es mal progressiv in Aufhang setzen. Wir wollen für länger Zeit, da also de Moin etwas ungekündigt gehen, auch für Witleit, auch steuerliche Verbesserungen haben. Kilometerpauschal, Kilometergeld, also ein Stichwort. Keine Steuererhebungen, auch nicht von Taxenkotisationen oder Akzisen, auch nicht auf Gemengenniveau. Aufschaffung von der Kohlendioxidsteuer, Aufsicherung vom Tanktourismus gegen die Reisen abbeschleunern, eine sehr Anpassung von den Renten und die allgemeine Lohnentwicklung, Avancen an Erhebungen bei der Allokation de vie chère, eng nei mir héich Steuerklasse CSV se will ass net ICW so Initiative schulden eiser Menung no nimmen eisem Land an de Leiit. Er lust mich auch ganz klar ha nach Apps ganz wichtiges so. Bei enger Steuerreform gin sie noch bei Eis pu Kehrpunkten zu beurchten. Dat eich das eng Erbschaftssteuer gëtt net an echt an direkter Lin Vermögensteuer net. Aber wir sind noch nicht für die Individualisierung. Wir denken, dass Familien, Leute, die Verantwortung für Kinder haben, sollen steuerlich besser gestaltet sein, müssen steuerlich besser gestaltet sein. Und dass auch 12 Kinder müssen dabei berücksichtigen, bis sie so wie es früher war, auch mit anderen Kategorien an der zweiten, jener 12 Kinder. Dann das für uns absolute Credo, Familienpolitik, kinderfreundliche Politik. Mit all das Maßnahmen gehen natürlich nicht durch. Wir müssen, wenn wir die Situation wirklich etablieren, der Inflation ein Ende machen und das heißt eben auch eine Sanktionspolitik stoppen, die keinen positiven Effekt hat. Für den Krieg an der Ukraine geht es sowieso auf Dauer nicht mehr eine diplomatische Lösung, das hat der ADR von Anfang an gesagt. Wir wollen einen Waffenstillstand an diplomatischen Verhandlungen, das ist den einzigen vernünftigen Weg. Wir hatten als ADR direkt am Anfang vom Krieg eine halbe Dose Emotionen vorgestellt, wie wir der Ukraine auf eine vernünftig, effektiv, friedlich und konstruktiv Manier können helfen. Leider goufen sie bis auf eng all verworfen. Mit dem friedlichen und konstruktiven Ansatz bleibt ICW. Und ihr werdet gesehen, dass wir ein Recht behalten. Leider sind bis dahin auf den 2 Seiten nach Tausende von Leuten gestorben. Auch heute will mir eine humanitäre Motion wie die Ukraine proposieren. Und ich will hier ausdrücklich mehr Kruchte Merci so. Hier wohl an der Ukraine. Und in das Rumkommen, an den gesagt, die Ukraine braucht dringend humanitär Hilfe. Da sind wir immer dafür. Für die Folge vom Krieg zu bewältigen, notamment Bussen, Ambulanzen, Pompiers wehen. Es ist so ein erst Merci, Herr Kruchte, wir wollen das Erfahrung aufgreifen, also Form von einer Motion tablieren, wie das wir das auch machen. Das als eine Hilfe für die Ukraine, wie wir uns vorstellen, sie als friedlich, sie hilft den Leuten und dafür unterstützen wir das. Merci. Wir hatten als ADR von Anfang an von diesem Konflikt gefordert, auf den Weg für Verhandlungen zu gehen. Und wir hatten drei Gründe dafür genannt. Menschenleben schonen, den Territoire von der Ukraine so weit wie möglich präservieren und eine Eskalation verhindern. Hätten wir das gemacht, wären wir heute nicht da gekommen, wo wir los sind. Herr Präsident, es gibt auch Zeit, Höchstzeit, die wir als Land mehr resilient machen. Wir brauchen Reserven für strategisch wichtige Produkte und dazu gehören noch Tanklager. Die Grünen wollen das nicht. Auch verschiedene Bürgermeisteren haben sich dagegen gewehrt. Wir so als Land brauchen wir Sicherheit am Krisefall und du brauchen wir Reserven auch auf Petrol für 90 Stich auf unserem Territoire. Die vierte Krise, die wir heute nicht schwätzen, woran ist die Verfassungsreform? Die neue Verfassung wird am Hirsch geholt als Verfassung von 54 Deputierten nach 5 Parteien. Gambia, CSV, Piraten. Aber das ist nicht die vom Land. Sie ist damit legal, aber legitim, als an unseren nicht. Die dauernd, wo Bürgerbeteiligung schwätzen, fährt nämlich nicht mehr wie genau die.
die de Referendum versprach hun, fährt nicht mehr wie den. Das ist eine Verfassung, die han dem Reck vom Volk vierberät gouf, an auch nicht Volk ugeholget. Am Chile hun Leute lo dürfen über ihre neue Verfassung aufstimmen, zu Lützeburg schon die 4 Parteien dat blockiert. Auch hier muss ich leider so ein CSV hat enttäuscht. Die neue Verfassung hat sich schon gestern am Premier sengeriert Bret gemerkt. Das Recht op Wirdicht Wunnen drückt sich gegenüber dem Recht op Eigentum noch 4. Wir sehen dat auch bei den neuen Logementsteuern, dat Strafsteuern sind für Leute, die mit ihrem Eigentum nach Fülle merken, was sie wollen. Der Staat mischt sich an alles an. Für seinen Kanner, der wir nach ein Stück Land behalen, für seinen Enkeln aber nicht. Auch das ist die neue Steuerpolitik. Wir als ADR wollen so eine Politik nicht. Auf für allem wollen wir, dass wir Lützeburger auch können bleiben, was wir sind, wie wir sind, auf wie wir sind. Oder richtet dann mal alles nicht gehen, was wir wären, und was das auch zusteht. Eine eigenständig, möglichst souveräne Nation an einem Europa von den Nationen. Eine Nation, die ihr eigenen Spruch und Kultur pflegt. Und die weiß, dass sie eine starke Ökonomie braucht, für den Wohlstand von ihrer Leute aufzusichern. Eine Nation, die Wert auf ihre Patrimoine legt und nicht all Bauernhaus aufrappt. Eine Nation, die sich nicht von einer Handvoll Ideologen hier Geschichte schlecht machen lässt. Lützeburg, wo weder ein Kolonialstaat noch vor mir eine Nation, wo Kollaborateuren am Zweiten Krieg. Wir haben ein positives Bild von unserer Geschichte. Wir als ADR stehen auch zu unseren Traditionen, inklusive den religiösen Traditionen, aber Leute wollen auf die Sprangprozession gehen, da wäre das mit uns auch möglich. Wir sind Partei von der Familie. Wir konsiderieren Familie als Kerzteil von der Gesellschaft. Wir werden alles machen, die Familie zu stärken und hier Souveränität aufzusichern. Und dafür halten wir an der Idee fest, die Familien durch ein ältere Geld zu stärken, wo die selber können dezidieren, ob ihr will daheim bleiben, auch materielle Möglichkeit dafür haben, ob ihr von den älteren Dealer will daheim bleiben, für so einen Kanner zu kümmern, oder ob sie wollen zu 2 schaffen gehen. Das ist als Politik für die Familien. Wir wollen Familie stärken, aber was wir hier gesehen haben, dieser Regierung, als die Regierung so weit an Familien angreift, dass die Regierung vorschreibt, wen der Congé parental muss holen, was sie für Vorstellungen hat, wie die Familie muss funktionieren. Aber bei uns, also die Familie selber dezidiert, was sie will machen, und da gehen wir auch nicht davon weg. Wir sind es mitgesehen, dass Tausende und Tausende von Leuten als Land müssen verlassen, weil sie sich hier auch nicht mehr können leisten. Wir wollen nicht, dass Lützeburger gegen Tiere wollen zu Frontalie gehen. Herr Präsident, wir wollen als ADR das Land nicht mehr lebenswert machen. Wir wollen ein Land, das sich zu seiner eigenen Spruch und Kultur bekennt. Wir wollen die Qualität von unseren Schulen nicht deutlich verbessern und die Ideologien aus der Schule verbannen. Die Schule ist dafür zu lehren. Die Schule ist dafür, ausländische Kanner zu integrieren. Die Schule ist dafür, die Kultur, die Spruch, die Werte, die Geschichte, die Lützeburger Land ausmachen und die nächste Generationen führen zu gehen. Die Schule ist ein Platz, an der Gewalt nicht zu sichern wird. Die Regierung propagiert Veggie-Idee, aber sie bringt es nicht fertig, Kanner vor ihrer Gewalt zu schützen. Wir wollen ein Land, wo nicht all Post- und Bankbüro zugemerkt wird, weil der Profit an erster Platz steht. Wir wollen Lebensqualität an uns Dörfer zurückbringen. Wir wollen einen gut abgestalteten öffentlichen Dienst. Wir wollen den aktuellen Bewertungssystem aufschärfen. Den öffentlichen Dienst muss überall Lützeburger schwätzen. Wir wollen den privaten Sektor auf vielerlei Manieren unterstützen. Dazu gehört die Aufsicherung von den Independenten, genauso wie eine materielle Kompensation für Leute, die private Sektor verlassen, die dort formiert wurden, für bei der Staat schaffen zu gehen. Überall am Land fehlen du qualifizierte Leute an den Novus. Das kennen wir aus dem Gesundheitswesen, wir sehen es auch am Handwerk. Am Platz Leute aller Richtung Klassik zu orientieren und auf Studiengänge, die kein Mensch braucht, sollten wir Leute nicht für die formidablen Berufe am Handwerk begeistern. Wir wollen ein Land, an dem wir Solidarität mit den Schwachen, Älteren und Kranken leben, erweisen. Wir wollen den Mensch unholen, schützen, und das an einer Kultur vom Leben. Und das gehört auch, dazu gehört selbstverständlich auch den Umgang mit Leuten, mit denen mit einer Behinderung konfrontiert sind, an Leute, die kein Dach über dem Kopf haben. Wir wollen ein Land, dem seine öffentlichen Finanzen an der Reihe sind, das keine neue Schulden möchte, also eine Schulden, die er zurückbezahlt. Als Staat kann er nicht alles machen, schon gar nicht gleichzeitig, da wenn es gilt, klare Prioritäten zu setzen. Lützeburg soll solidarisch mit anderen Ländern an der Welt sein.
Aber auch die Entwicklungshilfe muss regelmäßig kritisch überprüft gehen. Da wo es besser wäre, Gott, muss mir die gehen. Handel ist besser wie Entwicklungshilfe. Automatismen sollen sich nie dürfen an Platz von einer dynamischer und intelligenter Gestaltung von der Politik setzen. Lützeburg ist ein ganz offenes Land, auch gegenüber der Großregion. Die Verbindungen mit unseren Nachbarregionen müssen mehr dynamisch durchgehen. Auch viele Lützeburger wohnen da an noch viel spezifische Probleme, die es gilt abzugreifen. Da wenn es für die Politik von der Großregion eine politische Priorität bei dieser Regierung ist davon nicht viel zu gesehen. Ich will auch klar an diesem Kontext sagen, dass wir uns mehr in Frontalier kümmern, weil die Entwicklungen, wie wir es am Blick haben, mit den Benzinspreisen, mit dem Teletravail, mit den Möglichkeiten auch für Sie an andere Städte über Teletravail zu schwätzen oder zu schaffen, kann Gefahren für uns mitbringen, auch für unser Arbeitsfeld heute zu Lützeburg. Dafür ist es wichtig, dass wir ein zusammen darüber nachdenken, wie wir auch Frontalien, die wir ja brauchen, können besser fidelisieren. Wir wollen die Umwelt schützen, inklusive wenn es darum geht, Emissionen von Treibhausgasen und der Atmosphäre zu reduzieren. Aber auch hier müssen wir innovativ, zuverlässig, effizient und ökonomisch vertretbare Lösungen sichern. Und das sind nicht die Geringhaushaut abdrängen. Umweltschutz verlangt permanent Fortschrittsdenken. Klimaschutz, Wasserschutz, Biodiversität, Kampf gegen die Komödie, gegen Lichtverschmutzung sind für uns all wichtig. Aber wir machen das mit wissenschaftlichen und technologischen Methoden, die funktionieren und die Sinn ergeben. Wir drängen die Leute nicht ab. Wir machen keine Ideologie. Wir subventionieren keine Technologien, die sich nicht am Markt können durchsetzen. Wir sind Technologie open. Wir wollen das Verbrennungsmotor nicht verbieten. Wir wollen als Land zukunftsfähig machen. Und dazu gehört die Courage, über die Pensionsproblematik zu schwätzen. Wir können das Problem nicht einfach, wir können das Problem nicht einfach den zukünftigen Generationen überlassen. Wir das ein Eis, für dafür zu sorgen, dass die Politik von heute nicht die Generationen von mehr schuld. Das nennen wir nachhaltige Politik. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir als Pensionen langfristig aufsichern. Auch die nächsten Generationen haben Recht auf eine anständige Pension. Dafür braucht es Courage. Da der Fried, wenn es am Wahlkampf ein Pensionstisch, den an der nächsten Legislaturlesung proposiert, die auch 4 Runden Parlamentswahlen 2021 noch müssen umgesetzt gehen. Es gibt höchste Zeit für zu handeln. Herr Präsident, seit das Gambia das Land regiert, wird der Nationalfeiertag immer mehr politisiert. Wir hören alle Jahre an der Philharmonie mehr und mehr Gambia reden, die mit politischer Neutralität und Überparteilichkeit nichts mehr zu tun haben. Das Jahr hatte sich speziell mit Lützeburg am Geburtstag von unserem Großherzog, der auf Nationalfeiertag gefeiert wird, weil überhaupt nichts mehr zu tun. Der Staatsminister hat uns für seine Reise an die Ukraine erzählt, das kann ich verstehen, dass das auch etwas bewegt, aber wissen, ob Nationalfeiertag wirklich nicht über das Land zu sagen. An all Rede geht well auch nach Vive Europa gerufen. Für was? Haben wir an der Regierung nicht schon den 9. Mai zum Europafeiertag gemerkt, brauchen wir nur noch auf Nationalfeiertag Vive Europa, wie in Europa, die EU, sagen wir so, Vive die Europäische Union, müssen wir für unser Heimisch nach einem protokollarisch gleichgestalteten Europa hin haben, die eben seit dem gescheiterten Verfassungsvertrag offiziell kein Hymn ist. Wenn das so viel geht, dann das ist eine ganz persönliche Bemerkung, da muss ich sagen, dass ich persönlich auch nicht mehr viel Lust habe, dahin zu gehen, wie Gambia reden zu lauschen. Ich meine, dass wir, wenn wir eine Zivilfeier für Nationalfeiertag haben, die ganz schön ist, aber die Idee ist, den absolut auch Kaffee feiern, aber dann muss überparteilich sein, parteipolitisch neutral, sie muss sich um das Land drehen, müssen den Geburtstag vom Großherzog feiern, und dann ist es etwas, was verbindet und nicht nur politische Linien trennt. Herr Präsident, diesen Überblick weist ganz deutlich, dass diese Regierung ihre Aufgabe nicht gewusst war und nicht gewusst ist. Wir freuen uns darauf, für bei den nächsten Wahlen den Leuten eine Alternative zu bieten. Das Land braucht eine Konservativpartei wie die RDR als Alternative, eine Stimme von der Vernunft, eine Stimme für Lützeburg. Wir als RDR, ähnlich wie die Regierung, stehen dazu bereit. Ich sage nicht merci. Très bien.